So und hallihallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde zurück zu Kingdom Hearts 3 mit eurem Schweizer. Zur rechten Seite eine kleine Unterstützung, die mit uns den Weg entlang läuft, denn wir haben vor, zu dem Turm zu gehen, um ihn mal zu begutachten und schauen, ob man noch etwas Spezielles findet. Vielleicht ein Glückssymbol oder ein Emblem, ein Glücksemblem oder ein Kisteli. Naja, zuerst mal alle Kisten kaputt machen, dass wir noch Materialien einsammeln können. Da hinten verbirgt sich ja schon ein Kisteli. Nice Sache. So, und schauen wir mal, ob man da noch irgendetwas Spezielles findet. Schauen wir mal, den Turm raufzugehen. Ja, heute zusammen. Was haben die denn da für eine Aussicht? Schauen wir mal. Ja, gut, oben würde ich da wohnen, würde ich auch immer wieder da rumchillen. Aber ich weiss jetzt nicht wirklich, ob ich mich auf einen Leuchtturm würde trauen wie ihr zwei. Da oben finden wir gerade noch ein ganz kurzes Glücksball. Ich würde sagen, das fotografieren wir uns doch gerade noch kurz ab, das Zeug da. So. Dann würde ich mal sagen, wir bewegen uns langsam Richtung Marktplatz. Weil wir haben, soweit ich gesehen habe, glaube ich, alles jetzt durchforscht und angeschaut in dieser Stadt. Ausser die Kisten da hinten, die nehmen wir noch mit. So, da. Für den Zwielicht-Splitter ist das jetzt einfach notwendig gewesen. Wenn wir noch ganz kurz ein kurzes Kunststück aufführen. Um natürlich noch ein paar Taler mehr zu bekommen. Ja, wir sind mit der Rapunzel, mit dem Flynn da, mitten im Königreich von Corona. Sie wollte ja unbedingt ihre Lichtershow sehen. Jetzt bin ich unsicher, ich glaube, wir können sogar da drauf. Suchen wir das mal. Sie wollte ja unbedingt ihre Lichtershow sehen. Und ja, wie es aussieht, sind wir kurz davor, ihr Ziel zu erreichen. Wie ein Glücksemblem. Da. Oh, wow. Wow. Ich hätte es fast übersehen. Nein, ehrlich. So. Haben wir das doch auch noch gerade eingeschnappt? Okay. It's for the last princess. Huh? Huh? Oh. Oh. Come on, everyone. Come dance with us. Tanz mit den Stadtbewohnern, mach mit beim Stadtfest und zeige, was du kannst. Geh zu den Stadtbewohnern und tanze so wie sie, um deine Leiste zügig aufzufüllen. Ahme ihre Tanzschritte nach. Mit Kreis kannst du dich drehen und herumwirbeln und mit X schreiten und stampfen. Wenn du einen Tanzpartner hast, drücke in den Lichtkreis Viereck, um mitzuklatschen. Drücke Dreieck, wenn du in der Nähe eines auffälligen Objekts bist, um besondere Tanzmanöver auszuführen. Drücke Dreieck, wenn es verlangt wird, um alle in der Mitte zu versammeln und tanze mit Rapunzel. Achte auf die farbigen Lichtringe am Boden und streiche Bonuspunkte für deine Tanzschrittkombination ein. Okidok, also das heisst, wir begeben uns mal auf ein Tänzchen mit den Menschen. Können wir da gerade die Tänzel irgendwie... Ah, genau, jetzt muss ich das drücken. Oh. Ah nein, jetzt habe ich es falsch genug. Jetzt muss ich da in diesen Kreis rein rumklatschen. Ich muss mich jetzt auch zuerst mal kurz recht finden, wie das genau funktioniert. Wupp. So, das sieht schon ziemlich gut aus, würde ich mal sagen. So. Oder muss ich jetzt da irgendwie... Okay, jetzt lasst mich einfach nach der Zeit allein weitergehen. Versuchen wir doch mal eine liebe Lady mal anzutänzeln. Mal schauen, ob wir da vielleicht auch noch mehr erreichen. Hallo. Ah, da können wir gerade noch ein Kunststück aufführen. Machen wir doch das gerade mal. So. Wolltest du gerade noch mal mit uns tänzeln? Sind wir da eigentlich der Einzige, der immer mit Partnern versucht zu tanzen? Die anderen, die tanzen immer allein umeinander, während wir schön unsere Partner dürfen suchen. Okidok. Warte, du drehst dich, dreh dich. Okay. Voila.
Also ich muss schon sagen, also die Musik lässt mich reissen. Also ich persönlich würde auch gerade sofort mittanzen, wenn ich auf dem Platz oben wäre. Aber ich glaube nicht so wie sie. Außer das ist früher oder gang und gäbe gewesen, früher so. Wow, was ist das gerade vorher für ein Move gewesen? So, versuchen wir mal mit dir noch zu. Ich sehe gerade, wir haben das Sonnenrad parat. Ich würde sagen, probiert es gerade mal aus. So, jetzt muss ich da immer richtig drücken, dass wir da unsere Pirouetten ziehen. So. Wir dürfen keinen Fehler erlauben. Wir sind die den Tanz anführen. So, ich glaube, bis jetzt sind wir noch fehlerfrei unterwegs. Nein! Oh Mann, einen Fehler haben wir doch noch gehabt. Oh Mann. So, drücken wir unser grosses Finale. Der Grand Finale. Willkommen an dieser Party, Flynn. Gut, du hast Tanzen auch nicht wirklich gefunden. So. Oh, jetzt wird alles ein bisschen schneller. Ich merke es gerade vom Tempo her. Dann hüpfen wir doch gerade mit dir mal noch eine Runde weiter. So. Du bist am Drehen, jawohl. Oh. Dort hinten haben wir noch ein Ausrufzeichen. Wir sagen, das würde ich auch mal gerade gerne noch ausprobieren. Wir schwingen den Flaggenzwang im Kreis. Gut, das hätte ich jetzt auch noch angebracht, irgendwie. So, Sonnenrad wäre parat. Wir sagen, nach der Milady. Begeben wir uns doch mal in die Mitte und tanzen nochmal alle zusammen gemeinsam. Unsere Pirouetten, ne? Nein, jetzt ist er eher am... Also bei den Kreisli dreht er sich, bei den anderen hüpft er immer noch um, also es bleibt eigentlich einem Kreis fast schon gleich. Ui, ui. Bam, bam, bam. Tak, tak, tak. Ui, ui. So, der Grand Finale. Wahre Liebe. Item erhalten, Magie plus. Nice Sache. Ich bin unsicher, aber ich glaube, wir stürzen uns jetzt gerade in ein Szenario rein. Und darum bin ich doch jetzt einfach mal gerade ruhig. Und geniesse es. Die Aussicht, das Meer. I've been looking out a window for 18 years. Dreaming about what it might feel like when those lights rise in the sky. What if it's not everything I dreamed it would be? It will be. And what if it is? What do I do then? Well, that's the good part, I guess. You get to go find a new dream. I have something for you too. I
should have given it to you before, but I was just scared. And the thing is, I'm not scared anymore. You know what I mean? I'm starting to. I'm sorry. Everything is fine. There's just something I have to take care of. Okay. I'll be right back. It's all right, Pascal. Wow! Could you guys have possibly picked a worse time? I don't think they appreciate the moment, Sora. It's time for these wet blankets to go. So, wir haben 5 neue Gegner, wie ich das gerade gesehen habe. Ich weiss gar nicht, ob wir die schon mal gehabt haben, aber ich versuche jetzt zuerst mal den Weg. Aber mir wäre es lieber, wenn man sich einfach versuchen, eins rauszupicken. Genau, ja, das schleudert sich nämlich die ganze Zeit so umeinander da, und das ist nicht gerade immer... Dort hinten haben wir gerade einen bisschen einzeln. Komm jetzt! So, einfach mal drauf los. Oder auch nicht. Aber es ist momentan gerade ziemlich mühsam so. Ehrlich gesagt, ich versuche es lieber noch ein bisschen von der Ferne mit Magie. So, wir haben Wasser erhalten, das macht ziemlich guten Schaden. So, Konterschild aktivieren, gerade eine ziemlich gute Situation. Wow, gegen den Kämpfen ist sowas von nervig. Wir haben den Goofy-Bomber parat. Lieber so als ich. Ich behaupte jetzt, da wäre eigentlich mal die Armbrust nicht einmal so ganz schlecht, aber eben, wir müssen sie auch dann noch aufleveln können. So, du gehörst uns, mein Junge, du gehörst uns, und wenn wir Glück haben, hielt uns der Donald, dass wir unser MP nicht dafür aufbrauchen. Und so ist es auch gewesen. Nice, nice. So. Du entkommst uns nicht. Mein Junge, du entkommst uns nicht. So, unser Streitwagen. Ich glaube immer noch, dass es so heisst. Ich muss mal wirklich mal nachschauen. So, den haben wir erledigt. Dann haben wir da hinten noch ein paar kleine. Es ist so mühsam, etwas zu sehen mit dem Streitwagen, wenn ich das mal so darf sagen. So, und da haben wir noch ein paar kleine Niemanden. Die sind jetzt eigentlich nicht mehr gross wirklich eine Herausforderung. Wir haben sogar noch Raketentanz, die sie eigentlich komplett vernichten sollten. Gehe ich jetzt wahrnehmen. Da hinten sind gerade nochmal ein paar gespawnt. Oh, komm da hin. Aber was ich muss sagen, ist eine Hammer-Kampf-Location. Wenn man sich das mal anschaut mit diesen vielen kleinen Laternen, das ist wirklich mega schön gemacht. Also, der Kampf lohnt sich eigentlich im Großen und Ganzen nur schon wegen der Aussicht rundherum. Das darf man mal nicht vergessen. So, ich habe wieder Kolberschild aktiv. Eigentlich sollten wir die Kleinen da einwandfrei mit dem wegbekommen. Der macht so einen brutalen Aero-Damage. Aero-Damage nennt man es, glaube ich. Jetzt kommen wir da noch ein paar von denen. Oh mein Gott, nein. Ich glaube, da benutze ich lieber meinen Streitwagen. So. Nein, ich wollte aber versuchen mal, dass wir ein anderes Bild bekommen, während wir den benutzen. Genau, eher so rum, wäre mir nämlich lieber. Was machst denn du? Kann ich dir keinen Schaden machen in dieser Zeit? Okay. Dann versuche ich halt dich da mal rauszupicken. So. Schnell einen Goofy-Bomber sehe ich gerade. Komm, setzen wir ihn ein. Er hätte uns jetzt gerade kurz fast vor der Damage gemacht. Haben wir gerade noch Glück gehabt.
Nimm das, du kleine Made. Die andere spinnt sich da um, als wäre es ein Beyblade. Ja, okay. Dann kann man sich halt gar nicht bewegen mit der Zeit. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ich würde sagen, wir schaffen heute trotzdem locker. Wenn wir Glück haben, killt uns noch der Donald. Dann muss ich nicht. So. Nein, du machst jetzt irgendwelche, genau. So, den haben wir auch gut erledigt. Wo ist noch einer? Da hinten oben. Steckt noch einer irgendwie fest. Nein, der macht jetzt genau auch so ein... Okay, sie zwei haben das erledigt für uns. Ziemlich gute Sache. Haben wir gut und erledigt, würde ich mal sagen, ohne Sterben ist immer ein guter Anfang. Gegner in die Luft schleudern. Wenn du die Fertigkeit Spiralhaken angelegt hast, kannst du Gegner in die Luft schleudern. Drücke dazu wiederholt X, um eine Combo zu beginnen und drücke dann Kreis, um den Gegner in die Luft zu schleudern. Okidok. Das heisst, wir haben jetzt gerade eine neue Fähigkeit erhalten, die wir nachher ausrüsten können. Und die Erklärung dazu gerade mit dabei. Bin mir jetzt unsicher, ob wir uns wieder ins nächste Szenario stürzen dürfen. Aber ich würde mal sagen, ich versuche mal mehr ruhig zu sein. Oder auch nicht. Der Ladebildschirm ist halt einfach immer so eine Sache, die lange Ladezeit. Ich weiss nicht, soll ich im Cutten oder euch einfach ein bisschen die Ohren zu reden. Aber jetzt sehen wir schon die Rapunzel und es geht weiter. Eugene? Eugene! Oh dear, he's run off with the crown and forgotten you. No, he wouldn't. Who are you? Forget Flynn Rider. You know where you belong, and it's not with him. Now. Rapunzel! Mother? Oh, my precious girl. Mother? Are you all right? Are you hurt? Mother, how did you... I was so worried about you, dear. So I followed you, and I saw them attack you, and... Oh my... Let's go. Let's go, before they come to. Huh? Hey, isn't that Rapunzel? Wait! Rapunzel! Oh! Show some decorum. Marluxia! The girl has found her dear mother. You should let them be. And why is that? Because Rapunzel is far too important. Atop her tower, she must remain out of sight and live out her days with Mother Gothel. And never see anyone else? But that's like locking her in some prison. That is exactly what it's like. Rapunzel's hair holds the powerful magic of healing. And yes, Mother Gothel wants it for herself, as do others. And if Mother Gothel's actions will protect Rapunzel, preserve her, then she is doing the organization a favor. What favor? Let's say she's keeping Rapunzel on the shelf for us. An extra pawn in case you fail to find the remaining Guardians of Light.
and we have occasion to call on other hearts of light instead. A new 7 hearts to fill out the ranks. New 7 hearts? Yes. 7 who inherited the princess's light after their role was fulfilled. So you don't care about her? You guys just want Rapunzel for your own purposes. Well, you're done here. I just knew you would go and make a scene. Very well. Then it's lights out for you. Sora! You always were such a sound sleeper. I am the lost princess. Please speak up, Rapunzel. You know how I hate the mumbling. I am the lost princess, aren't I? Did I mumble, Mother? Or should I even call you that? Oh, Rapunzel. Do you even hear yourself? Why would you ask such a ridiculous question? It was you! It was all you! Everything I did was to protect you. Rapunzel! I've spent my entire life hiding from people who would use me for my power, Rapunzel! when I should have been hiding from you! Where will you go? He won't be there for you. What did you do to him? That criminal's to be hanged for his crimes. No. No, it's all right. Listen to me. All of this is as it should be. No! You were wrong about the world. And you were wrong about me. And I will never let you use my hair again! You want me to be the bad guy? Fine. Now I'm the bad guy. Womack's roll! Flynn! Is Sora okay? We don't know. We keep calling his name and shaking him, but he won't open his eyes. Wake up! Unresponsive sidekick. Wait a minute. I know how to fix this. Max, give him a wash.
Sora! Well, that did the trick. Nice work, Max. Huh? How did I end up... Oh no! Flynn! Rapunzel's being held prisoner! That's right. In her mother's tower. This calls for a rescue. Are you with me? Yeah! Let's go, Max. Whoa, 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 Max! We'll take it from here, Flynn. Go help Rapunzel. Thanks! So, nach dem eindrücklichen mehrere Szenarien würde ich jetzt mal sagen, sind wir wieder im Kampf gegen ein paar Niemanden, während der Flynn auf der Richtung Turm ist, auf der Suche nach der lieben Rapunzel. Und ich versuche mir da am besten einfach mal einen Niemand oder zwei Niemanden rauszupicken, die sich da nicht am Umwirbeln sind und mir so viel Schaden machen. Wir hätten gerade Eisra aktiv, Wutform können wir einsetzen, was uns gerade mit diesen Gegnern ziemlich hilft, muss ich sagen. Ich würde sagen, setzen wir gerade ein, ohne Probleme. So, ich glaube, wir entziehen aber in dieser Form sogar noch Leben, außer wir benutzen Hassadeur. Das wäre dann mehr, dass wir unser Leben brauchen, glaube ich, zum Schaden machen, wenn ich das richtig im Kopf drin habe. Können wir sie eigentlich mal schnell ausprobieren. So, probieren wir es mal ganz kurz aus. Genau, jetzt brauche ich Leben, aber ich kann das einsetzen, oder? Das ist so. Und am Schluss tue ich eigentlich das wieder ausspucken, all das Blut, das ich eingesammelt habe. Irgendwie so in die Richtung. Da befindet sich gerade gar keiner mehr, das heisst, wir müssen uns Richtung Turm begeben. Zu der lieben Rapunzel, um den Flynn und Rapunzel unterstützen von ihrer Mami. Aber ich bin immer noch unsicher, ob das jetzt wirklich ihre Mutter ist. Ich glaube nicht. Also er sagt auch bei ihrer Mutter, ihrem Turm und so weiter und so fort. Und was ich noch ansprechen ist, was ich von Anfang an jetzt in dem Szenario einfach nicht rausgekommen bin, ist, wie ist sie an die Tasche gekommen? Die Mutter hat doch die Tasche gefunden in dem Turm rein und jetzt plötzlich hat sie auf dem Boot bei sich gehalten. Das ist die einzige Erklärung, die ich nicht so ganz verstehe. Also wenn ihr eine Antwort darauf wisst, schreibt es mir doch in die Kommentare, ich würde mich darüber freuen. Und ich begebe mich in der Zeit lieber mal weiter zu der Rapunzel. In der Hoffnung, wir können ihr noch helfen, bevor ihre, was auch immer, Frau, ich sage jetzt nicht Mutter, sie völlig durcheinander bringt und fertig macht oder zu böse wird, was auch immer. Jetzt haben wir da recht viel Kingdom of Corona. Ich muss sagen, wir überspeichern einfach gerade mal das Nummer 7, dass ich wenigstens mal ganz kurz nachgespeichert habe, bevor wir uns ins nächste Areal begeben. Ich weiß nicht, ob dort ein Bosskampf kommt oder was genau von uns wartet. Darum wäre es gut, wenn wir in die entgegengesetzte Richtung vom Corona laufen. Und eine kleine Gruppe von Herzlosen da auf uns wartet. Das mag kein niemand, sondern Herzlose. Wir könnten eigentlich auch einen Coop einsetzen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich eine Miliz einsetzen. Aber ich glaube, ich lasse mal lieber. Wir versuchen die mal so fertig zu machen. Und mit dem Konterschild sollte das eigentlich gut funktionieren. Das ist ein Schlüsselschwert, das ich aber allgemein ziemlich gut finde, weil es halt einen mega AER-Damage macht, plus allgemein ziemlich guten Schaden. Und die Weiterentwicklung halt mit dem Streitwagen da, oder wie man das immer noch nennt, ist ziemlich gut. Golden Donald Meteo, das ist eine der geilsten Fähigkeiten, die es gibt, besonders wenn man eine größere Horde von Herzlosen hat, löscht man sie eigentlich fast schon komplett aus. So, wir versuchen von hinten an dich heranzukommen, jetzt haben wir auch noch den letzten Balken zu reissen. Du komisches Pferd, ich wüsste nicht, was du sollst darstellen. Du bist einfach ein komisches Pferd, mehr nicht. Würdest du den Max kennen, dann wüsstest du, was ein richtiges Pferd ist. Der schafft sogar mit 4 gleichzeitig umeinander zu zippeln. Sind das jetzt gerade alle gewesen?
sieht ganz danach aus. Dann stürzen wir uns doch noch ganz ein bisschen weiter da. Da vorne haben wir noch eine kleine Gruppe Herzlosen, die nehmen wir doch noch auseinander. So, da haben wir unsere Mrs. Poppins, oder wie wir die haben wollen taufen. Ich habe bis jetzt einmal nur nachgeschaut, ich nenne sie jetzt einfach die Super Nanny. Da hauen wir unseren Super Nannies so richtig Eis auf den Zwieback. Wie kein anderer. So. Ja, ich bin ein unartiger Bub, ich hau meiner Nanny ab und so mal Eis an den Löffel, damit sie auch weiss, wie es funktioniert. So, noch ein Hit und du bist down. Voila, dich hätten wir auch erledigt. Das heisst, wir streiten mal einfach noch weiter voran. Ja, es sind wirklich viel mehr Herzlose geworden, Goofy, das siehst du momentan genau richtig. Für euch ist perfekt unsere Blitzattacken. Das sollte euch eigentlich ziemlich gut wegbekommen. Und die Goofy-Bombe natürlich auch. Super Fähigkeit, um die schnellstmöglich wegpushen. Kabutsch. Mit einem wunderschönen Treffen, muss ich sagen. Wir haben jetzt, glaube ich, wirklich fast alle verwünscht. So, wo sind wir denn jetzt gerade? Dort vorne wäre das Versteck vom Turm. Das heisst, wisst ihr was? Ich danke euch viel mal fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine kleine Runde mit eurem Schweizer. Bis dann. Tschüss.